Ich habe euch doch versprochen, dass wenn wir uns wieder sehen, das direkt vor dem Stadteingang wird sein. Und genau da sind wir jetzt auch. Ich habe offline oder off-cam, was auch immer, das Ganze noch ein bisschen erkundet da und dabei ein paar spezielle Pokémon getroffen. Ein paar davon werden wir noch sehen heute, ein paar davon werde ich euch erst später, naja, zeigen. Ein bisschen Spannung darf ja auch noch sein. Grundsätzlich bin ich erst hier alles übergelaufen und über das Brückli dort. Der Seite habe ich noch gar nichts gemacht. Werden wir aber heute auch nicht machen. Allerdings, mal schauen, was die zwei hier wollen. Fangen wir an bei dir. Wie kann ich dir helfen? Okay, bei dem Typ kann ich was gegen einen TM eintauschen. Oder ein TP. Ein TP. Das ist aber entscheidend. Ich glaube eben, es gibt TMs und TPs. TPs sind nicht unendlich. Die, wie soll ich sagen? Normalerweise kannst du TMs ja so oft einsetzen, wie du willst. Aber TPs irgendwie nicht. Aber dann hat es eine Anzahl. Dann kann ich es nur einmal einsetzen. Finde ich nicht gut. Und das sind noch recht starke nämlich. Hallo, ich bin Trainer, ich werde von Pokémon Camping recht neu für dich wie. Man nennt mich übrigens den Camping King. Und ich sehe immer nach dem Rechten. Ich weiß, dass es am Anfang schwer ist, also kannst du mir ums Pokécap ruhig Löcher in den Bauch fragen. Womit kann ich dienen? Zeitfarbe ändern? Da wollen wir erzählt mal einen Anstrich verpassen, was an der Pokémon passen. Und ich sehe über den Farbton Unlicht. Zu einem von Kleptofuchs gefallen. Ja, why not? Und schub, du, halt, erzählt in deiner neuen Farbe. Und dann kann ich den Currydex bewerten. Zunächst ein paar Worte zum Curry. Jedem kuriosen Gericht, das momentan in Gala buchstäblich in aller Munde ist. Dafür kocht man erst beerenweich, bis sie eine breiartige Konsistenz aufweisen. Dann richtet man sie mit gegarten Reiskörnern auf einen Teller an. Die Mischung aus Curry und Reis lässt sich mit unterschiedlichen Beilagen garnieren, deren Aromen sich zu neuen Geschmacksergebnissen ein. Und jetzt halt dich fest. Diesen kulinarischen Trend kannst du dann beim Pokecamping nachkochen. Sobald du ein Currygericht zubereitet hast, wird es automatisch ein Currydex hinzugefügt. Also worauf wartest du noch? Koch los, was das Zeug hält. Was macht ein Currydex? Lass mich einen Blick darauf werfen, das bis eine Currysorte gekocht. Als Kochlinge ist im übertragenen Sinne noch vor einer leeren Weinland, was? Egal, wie wär's, wenn du am Anfang einfach mal ein paar Zutaten in den Topf schmeißt? Ein Trainer wie du, sollte mindestens eine Sorte zu Curry zubereitet hat, verdient eine Belohnung. 3 Packungen Würstchen, ja geil. Du verstaust in der Zutatentasche eine Zutat für die Pokémon Camping Mahlzeit und die kleinen groben Würstchen werden im Fernseher gekocht. Würstchen sind der Klassiker unter der Beilagen. Du könntest ich soll es auf keinen Fall vernachlässigen und wie kann ich die mit abbrechen gehen? Merci vielmals. Boah, der Typ hat ja feierlich etwas verzögert gehabt. Okay, lassen wir das Zeug los sein. Okay. Naja, genau. Naja. Wir raiden jetzt mal nicht. Wegen euch. Nein. Wir wollen vorwärts machen, wie gesagt. Aber eben, da oben wollte ich nicht. So. Wir gehen endlich in die Stadt. Aber das mit dem Curry-Index ist mir ernst. Den wollte ich voll machen. Durchqueren die Naturzone, um Engine City zu erreichen. Und das haben wir jetzt geschafft. Okay. Engine City. Engine City. Ganz nett haben sie es hier. Also ich würde gern drin wohnen. Wirklich? Nö. Wow. Wow. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich jetzt das Ding nicht mehr da fahre, dass ich die Kamera nicht mehr einsetzen kann. Aber hey, das ist schick da. Salut. Pikachu, wenn ihr meine wahren Putzfilme und nutzen ihren Schweifel Staubwedel. Okay, schön für euch. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion in Gala quasi einen Heldenstatus hat. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Ja, das ist bei mir auch so. Und du? Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss mich immer in einer Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Kann ich nicht raten? Da dampft es raus. Uiuiui. Darf's das? Hey, hallo. Hä? Du bist vorhin noch da gewesen? Say what?
Du hast noch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich geschöpft. Los, geh ins Pokécenter. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir auch da etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Wenn du mir jetzt Boxen zeigst, bist du ein bisschen Sport, weil die ist bei mir schon voll. Ja, ich habe so viel Pokémon gefangen. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Es ist immer frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Termina. Ach so. Das ist ein nützliches Gerät für Trainer. In ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Liga-Karte individuell gestalten. Passe doch einfach mal ein bisschen deiner Liga-Karte herum. Lass deine Dingsbums freien Lauf. Ich habe zuerst mal eine Liga-Karte bekommen. Das hat jetzt die Liga-Karte in dein Album ein. Oh, Liga-Karte Pokéliga. Sehen die so aus? Du kannst das Design deiner Liga-Karte mit Hilfe von Kartomaten, in denen du im Pokécenter eine Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Liga-Karte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt eine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Knopf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Liga-Karte ansehen, die du bereits erhalten hast, also quasi eine Visitenkarte. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass der City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Wo ist sie das? Ach ja, Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal einen Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, was war ein geiles Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder das Kribbeln im Bauch. Und tschüss. Du sollst den Mantel ändern. Okay. Ich tue mal mein aktuelles Team euch zeigen. Ja, neu ist da nur Gelatini. Aber immerhin, ein Gelatini noch bekommen. Vielleicht eine Geduld, bekommen wir mal wieder. Was ist das noch auf der Bank? Ne, da werden das später mal herausfinden. Schau mal, reden. Hallo. Wenn du Pokémon fangen willst, solltest du zuerst verwecken. Versuch mal eine KP zu fangen, um einen Hack in den Schlaf zu versetzen. Okay, und du? Na, man, das hat an dieser Rotomina an Kartomaten zu lieben. Na, man. Big Black. Hey, wenn du das Körper dabei hast, kannst du gegen meinen Raffler tauschen? Nein. Ach, scheiße. Die beiden Verkäufer rühmen bieten ganz unterschiedliche Ware an. Dabei sind sie sich so ähnlich. Hätte eine für TMs. Ich meine TMs und nicht TPs. Du hast Scheiß? Nein. Und du? Okay. Er hat mir bitte verschiedene Sachen an. Naja, bin ich verarscht worden. Dass du es in der Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen, aber wenn du auch noch was... Aber weißt du auch noch, was in dieser Engine City ist? Die Marina Challenge! Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie die Arena Challenge. Gut, hat jetzt fast verpennt. Ich will gerne kämpfen. Und stärker werden. Sie findet morgen im Engine Stadion statt. Was mache ich denn? Hört schon da? Und es ist einfach eine Lift am Ende der Straße, um ins Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis Tülülü. Bitch. Bis Tülülü. Ah, Mann, der Mann, das steht recht nicht. Ich finde es toll, dass es hier neu geht und dem Frohbeila und ich ein wenig verschnaufen kann. Vielleicht sollte ich mich auch mal einen Schluck aus dem Wasserspender hier gönnen. Hier ist Wasserspenderli. Da ist so einer. Ah, gut miteinander. So. Hallo zusammen. Ich bin in den Blumenstrauß nach Hause, egal was sich einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon lebt in Duft frischer Blumen einfach über alles. Ich habe Blumen-Pokémon total gern. Sie aber dich nicht. Ja, Blumen zu verwenden wird die Pokémon das angewachsen und daher kommt die betrachtliche Größe unserer Platte. Der cheatet also! Hallo? Du hast alles Gefühl, die Ware in den Händen zu halten, sogar bevor man sie kauft. Produkte online zu bestellen und vom Pokémon mit an die Haustür geliefert zu bekommen, hat aber auch gerade seinen Reiz. Ja, das stimmt. Das Kaufverhalten von Menschen verletzt sich aber in der Persönlichkeit. Von meinem Mann zum Beispiel hätte er mir überhaupt keine Gedanken bei meinem Kopf. Okay. Mein Essen eben war ein Gedicht. Sorry. Okay. Was bist du? Ein CD-Lauter. Sehr, Pokémon-Trainer. Ich habe ja was für dich. Wende das doch mal auf deinen Pokémon an. Okay, Energiefokus. Macht, dass der nächste Treffer garantierter Volltreffer ist.
Das mit dem einmaligen Gebrauch schon 3 für die Mutter sind, steigert aber dabei noch der Nostalgiefaktor. Hat aber den T... Das hat es keine Laser. Hat aber den TPK. Ein TPK, der Bastard. Ach, scheiße. Ich habe die ganze Zeit Weg aus der Lola auf mich genommen, um die Arena Challenge Hotline mitzuerleben. Ich habe den ganzen Weg von der Lola mit auf mich genommen, um die... Oh, nichts ist riesig. Das ist noch viel riesiger. Was? Ist dir das tolle passiert? Nein. Na, die Decke würde ich mal vergeben, weil ich mir frei wähle, die Fähigkeit nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblingssachen als sagen, diese ultimative Geile. Und der ultimative Kick kann ich wohl sagen. In der Auslage befinden sich jede Menge Bücher. Die Werbung zufolge erfreut sich ein Magazin mit einer Sonderausgabe jetzt in der Erinnerung ganz besonderen Beliebtheit. Der Präsidentin Rose verliert sehr viele Gaswohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena Challenge nach Kräften. So, ganz ehrlich, mein Flugzeug ist heutzutage ein Talerhaufen, wie sich von selbst bewegt, warum ich mit Angst zu tun. Sie sind natürlich nicht nur für Stahl-Pokémon. Bam. Und Dampfkraft ist toll, ich kann sogar meine riesige Luft bewegen. Ja. Glurak, das muss der Delion sein. Klar gesehen. Puh, und ich würde dich unterwegs auf Schale und nie für den Glurak meine Orientierung gesehen, lässt mir jetzt zu wünschen übrig. Ja, da ist... Da wissen wir ja einen, der ein Liedchen singen kann. Halt! Zorro hat sich schon wieder verlaufen! Wie kann er denn diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo, das Hellenab. Tippe das Raffel da hingetroffen. Ich sehe also bereits, ohne dich an deiner Fähigkeit nach drinnen gefeiert. Das war so natürlich entscheidend in einem Empfehlungsbrief, was du stellst. Puh, ich habe was du sicher gut gebrauchen kannst hier. Gib das deinem Pokémon zum Tragen. Ein Korn-Wundersaat. Okay. Ein Item zum Tragen und Sammeln Lebenskraft. Genau. Verstärkt Pflanzenattacken um 20%. Du bist fast da. Wenn du eine Lift hier nimmst, kannst du das in der Engine-Steuerung gar nicht verfehlen. Okay. Ich kann aber mal gerade sogar ein Pokémon auf Pflanzenattacken einsetzt. Da. Nee. Da. Ah. Darum kann ich das Gabik am Lot Wurzel geben. So. Ah, da liegt etwas. Ein X-Stein. Ah, nein, aber 2. Parahype. Warum nicht mehr 2? Hey, der hat die wieder. Ja, ich sag, das ist das Top-Ohrenstöpsel. Top-Ohrenstöpsel, cool. Wieso brauche ich die? Mit diesem rätselhaften Ohrenstöpsel kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Weißt du, was das Top-Ohrenstöpsel Top ist? Wenn du es in der Lautsatz sagst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit denen kannst du die Geräuschkulisse und die können nach Lust und Laune ein- und ausblenden, wenn das mal die Top ist. Wieso? Sollte ich das wählen? Jetzt mal einen Schlut nehmen? Ich gehe mal zum Coiffeur. Herr, ich coiffieren gern. Haar. Was? Du musst erst abcashen. Okay. Die Lady weiß, was sie will. Gefällt mir. Aber zuerst einmal wollte ich mich auch in der Stadt ein bisschen umschauen. Ja, Mann. Ich sehe mir Tag ein, Tag aus als gigantischen Dampfbetrieb in ihre Zahnräder an. Dampf ist eben etwas Geiles. Ein Nugget. Ja, da habe ich mir Cash hier wieder reingeholt. Engine City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch den Lift verboten sind? Und wieso darf ich jetzt da nicht durch? Wie lame. Okay, ich schaue mal auf die andere Seite. Da darf ich runter. Und reinschöpfen. Die Elom wirft seine Pokémon mit so viel Schwung, dass ein Pokémon eine bestimmt ganz schwindelig wird. Ja, finde ich auch. So. Und du? Ich bin Mathematiker. Man muss immer und immer wieder Pokémon werfen, bis man seine Wurftechnik im Schlaf beherrscht. Stimmt, ich habe es gesehen, wo Schwungtechnik ist entscheidend. Was ich nicht kann bestätigen als langjähriger Pokémon-Trainer. Da bin ich hergekommen. Okay. Wir gehen mal zum Liftli führen.
Ja, ich bin wirklich gespannt, was mir dort wieder erwartet in dieser Arena Challenge. Das erste Mal muss ich das Stadion anschauen, dann eine Mail schreiben und so weiter. Aber ich und meine Pokémon sind bereit. Wir nehmen den Lift. Wow! Der hebe ich schnell. Sicher Pokémon fressen. Das ist alles riesig. Viele Häuser und da wohl reinpassen. Krass. Hopp, da bist du ja. Das ist Entenstadion. Hier wird die Head-Office-Zeremonie abgehalten. Ich stelle dir nur mal vor, die Rangszimmer, die schauen nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Mütter auf der ganzen Welt. Ich zittere schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist super pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt und hellenhaft. Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Ihr verstanden. Aber momentan würde ich ganz gerne mal zuerst die Stadt kennen. Das Stadion ist groß genug, um die maximierte Pokémon in die Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es mal ein gigantisches Stadion aus ganzer Stein gegeben haben. Salut. Tada. Die wird nicht zu schade, ein Pokémon bei mich anzusprechen, dabei will ich was Feines geben. Und genau drum rede ich mit der Lit. Danke vielmals. Ach komm, ich mal so unter uns. Ich bin überhaupt gar kein Pokéball. Was? Da bist du baff wie? Aber wir. Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, man nennt mich Balduin. Ja. Weiter geht's. Oh, das Pokémon gar noch nicht gesehen. Es läuft mir nicht durch. Es läuft mir immer noch nicht durch. Hey, dieses Kramor. Der kann jeder Mann durch die Lüfte. Aber jetzt braucht es mal eine Pause. Wenn ich wieder mal künstlich nicht weiter darf. Und links. So Hipsters. Oh, das Entenstadion. Nach Schallplatzeröffnungszeremonie auf die Schallkämpfe freue ich mich auch schon sehr. Die Rennleiter der Eröffnungszeremonie für die Real Challenge auf Wunderparty. Wir treffen gerade alle den Leiter. Die Eröffnungszeremonie auf... Nein. Okay, da darf ich auch nicht durch. Gott! Hätte ich einen besseren Grund können einfallen lassen. Was meinst du? Alle Teilnehmer der kleinen Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht in Knospi Inn zu verbringen. Wo ist Knospi Inn? Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Apropos Bühne, können wir uns einmal anschauen. Ha, der Übergang. Okay, Kampfplaza? Schau dich mal um über Arena Challenge, egal wo man hinsieht. Gegen all diese müssen wir wohl durchsetzen. Ja? Komm, melden wir uns an. Naja, Sie sind leider zu alt, um hier teilzunehmen. Bitte gehen Sie weg. Wow. N? Nier? Warst du das? Was geht mit dem ab? Seid ihr zwei euch anzumelden, dann sagt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Gar kein Problem, die habe ich immer dabei. Bitte schön. Oh, eine Empfehlung von Champ persönlich? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Eine Empfehlung von Champ. Wie bitte? Dylan hat euch beide als Teilnehmer der Arena Challenge empfohlen. Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Ja, wir warten, mein Name ist Hop. Vor Ihnen steht Dylans kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Was? Wo? Wow, einen Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur nach einer Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich nehme Spheri. Ja, das habe ich für die 4 entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Tragt bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, was Sonic Challenge ist. Aber ich habe schon das Dynamax-Band. Die Eröffnungszeremonie der Challenge findet morgen in diesem Challenge statt. 3 Teilnehmer, die gottlos im Knast B übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wurde lassen. Der Präsident der Pokémon kann sich nicht schluppen lassen. Was ist los? Komm, checken wir am besten gleich Knast B hinein. Da wurde Stress. Da! Soll ich mit Damen oder nicht? Entschuldigung, aber ich habe die Challenge, meine Familie bekleidet an meiner sich am Fernseher. Vielleicht sollte ich auch ein paar Mal spiegeln checken, meine Frisur sitzt. Ich bin schon nervös, ob wir es schaffen. Hey, du hast schon gehört, dass bei dem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung vom Champ und Rose bekommen haben? Champ, ja. Rose,
Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwinde nicht länger als meine kostbare Zeit. Das ist eine Wahl. Geil. Die Arena-Challenge beginnt bald. Ohne Kollege. Als Arena-Challenge sollen wir jedenfalls alles aus uns rausholen. Das stimmt. Ja, was bist denn du? Pickle. Ich wollte nicht mit dir reden, sondern mit dir. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Genau wie ich. Auch wenn so viele Teilnehmer sind, weil du durchhalten. Kollege, über mal reden. Wow, wir sind das alles Arena-Challenger? Ja. Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös, ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Und meine Pokémon in ihren Welt, die platzen gerade sofort Tatendrang. Ja, und ich wollte ins Knospi in. Wo endlich vorwärts machen, wo endlich etwas machen. Du bist anscheinend schon Laternenapfel, habe ich recht? Nö. So groß bin ich gerne hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Sehr gern. Pam. Nein, da ist ja nochmal das Klarmoor, das mich wieder nicht durchlässt. Wir gehen zum Knospi Inn. Bist du das Knospi Inn? Tatsächlich. Das Knospi Inn, der okay, cool. But you... Man kann es schon lesen. Trotzdem ruhig dich aus, du wirst dann deine Kräfte brauchen. Muss ich auch so... Pump rumlaufen wie der. Ah, Mann. Mein Lieblingsmensch ist der Champ und mein Lieblingswort lautet die das Allerbeste. Okay. Du weißt noch, der Nehmer hier in Ghana befindet sich im Besitz von Liga-Präsident Rose. Okay. Gut zu wissen. Hey, Garage. Die Einheiten kämpfen unabhängig von ihrer Challenge gegeneinander, umso mehr der größte, stärkste und der geilste ist. Weh, was mach ich jetzt nur? Michael Chilla ist weg. Kann helfen. Ich bin bei der Melkogila zu suchen. Danke. Mein Pikachu lebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann, aber so und so einen großen Ort, die Menschen überhaupt. Es hat einen seltsamen Ruf. Es macht immer und du das hörst, pfeif doch mal. Ja, mit der Wirbel Geheimversteck. Wir wollen eine Hirschaudio daraus machen. Ich habe ja so geile Kopfhörer. Kann ich die brauchen? Das ist scheiße. Okay. Dem Fall nicht. Aber ich kann, glaube ich, pfeifen. Genau. Was bist du? Eine Türe. Du bist das Pocket Center. Interessiert mich nicht. Ja, die Leute neigen manchmal dazu, große Reden zu schwingen und Leid rund um Senf dazu zu geben. Mein Rat an die jungen Leute da draußen. Lebt euer Leben, wie ihr es für geil haltet. Sehr gern. Da, die kleine Gamer. Die Arena-Challenge ist eine richtige Reise, auf der man die Region an seiner Pokémon besucht und immer daran denken, der erste Schritt ist immer das Schwierigste. Alles weitere ist danach nur noch halb so wild. Die Stärke des Pokémon macht gewiss eine nicht unerhebliche Teil des Reizes aus, doch hat die Niedlichkeit trägt zum Gesamtbild bei. Das ist sicher richtig. Seitenschal. Oh. Verstärkt normale Attacke. Ah. Ha. Die Trainingstasche, die ist auch neu. Viel normale Attacken hat im Moment noch Rabouts. Eigentlich alle. Come to think of it. Weiter. Arena Challenge. Jeden Tag was Neues gebe ich mein Bestes. Meine Feuer meine Lieblingsarena laut hast, wenn man mir wirklich gerne tut, hat man es nie satt. Das ist es so. Wenn du deine Frisur veränderst, kannst du ein Pokémon Center im Romoni und Liga-Karte aktualisieren. Kannst du das Foto machen, also geil. Ich spiele hier Hüpferkreisel und so ist meine kleine Schwester. Kennst du dieses Spiel? Dabei muss man auf einem Bein von Kreis zu Kreis hüpfen. Ist so. Da können wir mehr Pokémon spielen, yippie. Blatt. Habe ich gewonnen. Hey, ein Zug. Oh, proper Zug, das ist der Bahnhof. Pokémon brauchen Angriffspunkte, kurz AP, um Attacken einsetzen zu können. Menschen können sich jederzeit verändern, wenn sie das nur wollen. Selbst für einen alten Knacker wie mich ist der Zug noch nicht abgefahren. Jack, wo der Bahnhof ist. Haha. Es geht schon in Ordnung, sich in der Stadt Kämpfe zu liefern, aber man muss dabei auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. Oh, so sehe ich gerade du.
Ich hoffe, ich habe gleich auserkundet. Hey, du siehst cool aus. Von vielen Jubeln bin ich ganz hungrig geworden. So ein kleiner Snack ist jetzt genau das Richtige. Du bist heiß. Hey, das ist doch der Lupin. Ne, wie heißt der? Wow. Der Dieb da. Der Lupin. Du weißt genau, wer ich meine, du nicht so. Da. Was ist dir wichtig, dass es lecker ist, dass es schnell fertig ist, dass es billig ist und die Relativ wichtig ist, verlangst du aber zu viel. Da hat er absolut recht. Hey, ein Ticket. Das ist aber Makrokosmos Railways. Dankeschön, dass du mir das sagst, aber ich würde gerne den Service so in Anspruch nehmen. Die Bahn rauscht schon entwegt über die Gleise. Es ist einfach eine Kleinigkeit in die Nase zu rümpfen, aber es bedarf harter Arbeit. Den Schienenverkehr hat mich so auf, dass ich gerne das Ticket kaufen da. Und mit dem Zug fahren? Abbrechen. Okay. Willkommen bei Pokémon Supermarkt, was möchtest du tun? Nicht? Okay. Ein Automat. Tafelwasser für Limonade? Tafelwasser gern. Merci vielmals. Okay. Und dann können wir da das Nexus rauslassen? Nö. Nur Gitter. Was bitte du für eine? Der Präsident der Burgliga ist in den verschiedenen Bereichen aktiv, aber alles, was er tut, dient dem Wohl der Gala-Region. Ich will keinen Bahnhof fahren. So. Auch am Bahnhof mit allem Gerät, wo kann reden. Muss der Lift abnehmen? Habt ihr die Glocken gehört? Ich bin definitiv an einem anderen Ort. Hey, das ist ein neues Pokémon. Heiliges Wettchen heute. Wetterchen. Oh ja, nein, das ist nur Schallquapp. Ja, Schallquapp, Zeit in den Heimweg anzutreten. Okay, hat eigentlich doch einmal planschen. Naja, mein Fehler. Ein bisschen groß mit, du. Perfekt. Hey. Eine Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören. Darf ich mal aber bitte auch etwas bekommen für den Unterhaltungen? Schattenbrille. Du Lichtattacken verstärken. Ha. Geben wir am Kleptifuchs. Okay, da kann man nichts mehr holen. Aha, jetzt darf ich da plötzlich her. Ha, ich frage. Wo sind sie hin? Piccochilla. Piccochilla muss da nicht mehr sein. Oh, gefällt es. Manche Pokémon sind völlig verfressen auf Kämpfe, manche mögen andere Sachen. Es gibt verschiedene Wege mit Pokémon zusammenzuarbeiten. Bist du da? Das siehst du ganz anders, gell? Hey, da ist sie ja. Nein, aber ich kann angeln. Hey Chance, wenn das Carpador ist, gehen wir weiter. Es ist das Carpador. Wir gehen weiter. Und zwar ohne das Carpador zu bekämpfen. Kleptifuchs. Wir gehen. Aha. Kleptifuchs. Wir gehen. Aha. Kleptifuchs. Wir gehen. Merci. So. Auch da gibt es eine Bälle. 3 Superbälle um genau zu sein. Das ist natürlich dick für mich. Oder ich bin zu dick für da. Hey, aber dass es da Carpador gibt. So sieht es ja nicht aus. Es hat 2 Ausrufezeichen gehabt. Es ist gleich ein Carpador. Fuck. Kleptifuchs. Und jetzt gibt er mal ein bisschen Mühe beim Abhauen. Okay? Danke. Aber immer noch kein Piccochilla. Naja. So. Ich glaube, ich bin wieder einmal durch. Hui, das ist schnell. So. Gehen wir nochmal zum Knospe rein oder so. Nachher haben wir, glaube ich, wirklich alles gesehen, was man kann sehen. Mal höckeln. Perfekt Aussicht genossen. Oh, fertig Aussicht genossen. Es geht weiter.
Da hat es geschaut. Da. Pokepuppe? Nehmen wir mal. Kann wichtig sein. In der Ecke ist es aber nicht. Dun, 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 dun. Darf ich raus? Nein. Okay. Ich muss mich zuerst beweisen. Das ist aber auch gut so. Das finde ich jetzt mal ein... Naja, ein guter Grund ist es nicht, aber... Mal ein Grund. Ein legitimer. Ich bin schwach. Was ist denn das für der Freezer? Okay. Es gibt Dinge, die Pokémon gut können und Dinge, die Menschen gut können. Wenn wir die Aufgaben aufteilen, ist alles in Ruhe erledigt. Yeah. Heute macht mein Nebenjob richtig Spaß gemacht. Ich habe da hart gearbeitet und wurde dafür reichlich entlohnt. Du siehst nicht aus. Die Schuhe zu deinem Outfit. Boah. Ich höre mich gerade von der Arbeit. Jetzt ist die Frage, was ich mal anstellen soll. Der kam von einem Fußballspiel. Fußballspiel, ganz klar. Da muss ich überlegen. Komme ich da hinten durch? Nein. Tut mir sorry für das Piccochillo, aber nicht gefunden. Naja. Ich würde sagen, wir checken wieder einmal. Ja, aber haben wir doch schon? Noch nicht? Nein. Wir checken mal schnell ein. Oder soll ich das morgen machen? Wir checken ein. Damit wir auch noch ein bisschen etwas erreicht haben heute. Oh wow. Ganz nett haben sie es hier. Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon erfolgreich erledigt? Ja, wir sind gut. Hey Sani, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende von Galar zusammenhängt. Wo ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Oh, ich hab mich Kopf aber gerade noch ganz gehabt. Diese Statue? Was soll der Scheiß? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge Heiße Galadriel gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Leider eigentlich nicht. Vor langer Zeit ist in dem Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit seinem Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Wow, das scheint wirklich ein tapferer Jüngling zu sein. Diese Statue stellt angeblich jeden heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wird viele Fragen auf, was zum Beispiel hat es mit dem Schwert und dem Schild an sich? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstere Nacht kommt schon wahrscheinlich daher, dass der ganze Himmel bedeckt war. Ah, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du es herausfinden willst, was hinter dem Schwert und dem Schild und Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir, Frauchen. Das ist so. Ja, Knifflig wird es auf jeden Fall. Aber irgendwo wollte ich eine heiße Spur finden. Sag mal, das sollte ich noch nicht langsam einchecken, wenn ich heute übernachten wollte. Und in der Rezeption scheint hier viel los zu sein. Stimmt, wir müssen noch einchecken. Weil wir sehen, wo die Infos runterkommen und sagen wir sofort Bescheid sein, ja. Mach ich nicht. Ich traue der Sahne nämlich überhaupt nicht. Gut, ich traue niemandem. Naja. So. Und mit dem habe ich auserkundigt. So. Fernseher. Okay, und abstellen. Was stimmt mit diesen Typen nicht? Team Yell. Also Team Schreien. Entschuldigung. Hooligans. Wie geil. Meine Kollegen von Team Yell und die nächste Ankehr, um unsere Lieblingstrainer bei der Kratschelschanze vorher, wenn du uns dabei in der Quere kommst, müssen wir leider eine Pokémon platt machen. Mal schauen, wer platt macht. Oh. Jo. Das sehen wir ein bisschen zu sehr nach Team Punk aus. Nicht Team Punk, nicht Käse. Nicht Team Yell, Team Skull, genau, Team Skull. Du legst echt drauf ran, was willst du, was ich gewarnt habe? Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Okay, zuerst einmal gegen das böse Team, Team Yell. Ich hätte es Team Ultra genannt. Wegen der Ultras.
Mag der Hooligans. Boah, und wie er abgeht. Damn, yeah, 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 yeah. Sorry. Das Kampf-Pokémon war geil. Nee, habe ich gerade nicht dabei. Nee. Wird schwierig. Bericht. 15, 14. Okay. Ja, was soll ich noch? Sternschauer. Okay, es ist ein Level 9. Ich habe mir nämlich schon ein bisschen überlegt, ob ich so noch trainieren, weil Pokémon in der Zone sind jetzt um den Level 15, noch zu noch Level 30 und so weiter gewesen. Darum bin ich mir nicht sicher gewesen, bei meinen Level 10 Pokémon auch kann bestehen. Aber der Typ hat Level 9, darum ja, sieht ganz gut aus. Und noch ein letzter Sternschauer von meinem Kleptifuchs. Und der Zickzacks ist am Arsch. Mein Team wächst. Aber nicht viel. That's it. Yeah. Jetzt breche ich in den Streit vom Zaun und dann verliere ich auch noch. Was eine Blamage. Komm mir Geld über. Yes. Ich brauche Geld für meinen Haarschnitt. Brauche ich wirklich. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihm, dass ein Team jetzt zusammenhält. Ja, ich denke, die Zickzacks wäre ein bisschen wenig gewesen. Wie sie so anführen von hinten. So geil. Ja klar, Kumpel. Wann kann man schon mal eine Gelegenheit in einer Hotellobby zu kämpfen? Ist so. Der Schau. Ist das schwarze Typli dort ihre Dings? Ist schon wieder unlicht. Und so die Frage, welches Kleptifuchs stärker ist. Ist er sicher schneller. Ruckzuck-Keep hat er auch eingesetzt. Okay. Weißt du, wer ich hoch habe? Ruckzuck-Keep. Nochmal Ruckzuck-Keep. Und ein Sternschauer. Ich glaube... Ah, es hat hohe Spätzle. Ich glaube, Kleptifuchs wird ihn noch als zweites fangen. Weil ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt mehr Angriff oder Spätzangriff sollte haben. Ich glaube grundsätzlich eher Spätzangriff. Mal schauen. Aber mein Wesen tut momentan den Angriff auf, darum nicht so ideal. Was sage ich, diese schicke-Mickey-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Du gewinnst Geld. Okay. Ich fühle mich in dieser Nobelschule einfach nicht wohl. Ah, sonst hätte ich nie verloren. Klar. Was ist das für ein Lärmlieutenant? Du willst nur mal einchecken. Moment mal, das hat ja die ganze Zeit gekämpft. Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein geiles Training. Aber vorher halte ich noch deine Puck. Nee, muss ich nicht. Muss ich echt nicht. Vorher steht eigentlich ein Chat. Der Einleiter ist ein Hopp. Der nächste Chat der Galerie. Und los geht's. 2 gegen 2. Ja, mal schauen, wie Doppelkampf da so sind. Und die Typen sind interessant. Wenn das fertig bei Jungen wie Ole. Wir mit der Maximum noch. Oh nee. Wortspiel am Start. Rippel von Team Yellow und Rippel von Team Len fordere ich heraus. Schon wieder. Sternschauer. Sollte ich beide treffen? Genau. Ich weiss jetzt nicht, ob es sich aufteilt, die Stärke, oder gleich bleibt. Entschuldigung. Gleich. Dann meine ich, Sternschauer die Stärke 60 und jetzt wollen wir wissen, ob es je 30 abziehen oder ob es 60 für beide gelten. Echt so, dass sie für beide gelten, wie ich sehe, ist auch so. Blablabla. Oh, Kleptifuchs jetzt der tot. Oh. Doch tot. Okay. Jetzt geht's ums Zickzacks. Ein sauberer Güchsu. Schlägelter Ruckzuck-Keep auf Zickzacks. Tackle. Komm jetzt bitte lang. Yes. Okay. Du bist ein Idioten. Ich schaue, wenn du traurig bist. Wenn ich traurig bin, dann schreie ich.
Ja, dann wollen wir den eigentlich anschauen. Du gewinnst viel Geld. Genauso viel vorne, einfach vorbei. Naja. Jetzt habt ihr einen kurzen Jubel und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist hier los? Miss Mary. Bloody Mary, geil. Ah, die steht verdunten gewesen. Also... Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Challengern auf Kriegfuß steht. Aber müsst ihr wirklich so grob mit denen umgehen? Ja! Bei Ultras, wegen der Fan-Ultras, wegen der Hooligans. Team Ultra war so geil gewesen. Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans, sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei jeder Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, betreiben sie das mit dem Mundstützen ein bisschen. Oh. Na los, ab mit euch, geht nach Hause. So krass, Mann. Mit Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie an der anderen Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Krasse Story, Alter. Ah, du bist als Arena-Challenger und unter deinem Fanclub? Oh Mann, das wird ein glatt neidisch. Fanclub, genau. Ja, voll. Aber... Ich muss endlich einchecken, beim nächsten Mal wird ich auch einchecken, beim nächsten Mal wird Arena Leiter Challenge anfangen, beim nächsten Mal wird alles besser. Bis zum, naja, das nächste Mal. Wir sehen uns und ciao!